Oh, wir sind einfach attackiert worden. Was ist da los? Oh! Dinge wären big. Hallo und guten Morgen. Sieh dir das mal an. Almir-Journal Nummer 6. Wunderbar. Das Almir-Journal Nummer 6. Top Ranger im Fokus. Exklusive Details. Der Präzisionsfangkom. Saiva. 10.000 Fänge. Die Staraptor-Koryphäe der Vereinigung. Volara. Saiva Volara. Haben die irgendwas mit dem ersten Teil zum Tor? Sind Top Ranger nicht das Allercoolste? Ich hab noch nichts von Top Ranger gehört, aber okay. Heftige Typen anscheinend. Voicemail, Urs hier. Ich weiß, es ist früher Morgen, aber wir haben hier sowas wie eine Krise. Ich brauche dich so schnell wie möglich in Havebrück. Havebrück ist eine Hafenstadt nördlich des Briseforsts. Ja du, wir waren gestern dort. So steht das da, Auftrag ist jetzt. Ranger, es herrscht eine Krise. Ja, Krise ist wohl übertrieben. Vor einer Weile sah ich, wie ein Kognodon von einem Schillock im Briseforst verfolgt wurde. Ich sehe sie oft dabei, wie sie sich um ihre Territorien streiten. Das gehetzte Kognodon tat mir leid. Kannst du es retten? Ja. Na bitte, die Anstrengung lobe ich mir. Es ist nur die Frage, wo? Mein Briseforst ist groß. Voicemail, ich bin es, Hastings. Wir benötigen dich hier. Komm bitte rasch nach Havebrück. Ja, yo, ich hab da eine Mission, einen Auftrag. Kognodon und Schillock gleichzeitig, okay. Pokestärke, let's go. Käfer, was code das Ding? Klebrigen Klecks. Ah. Boing, boing, boing. Ja, okay. Das sage ich eigentlich, wie es ist. Wir haben zwar wesentlich mehr Zeit damit. Aber... Yo, Kognodon ist auch Partner-Pokémon. Pachirisu hat ein bisschen die Fähigkeit. Geil, Leute. Kognodon als Partner ist halt dann schon wieder richtig geil. Also sind die beiden doch nicht nur aus Spaß herumgerannt. Ranger-Pose. Ja, geil, aber dann hauen wir mal zur Purze gleich weiter, hey. Kognodon kommt mit. Soll Kognodon dein Partner werden? Ja. Ja, komm, Alter, ganz ehrlich, jeder darf doch zur Purze mit Kognodon austauschen. Jeder, der halbwegs Verstand hat. Es kommt natürlich jetzt immer auf die Fähigkeit drauf an, auf die Pokestärke. Aber die wird doch besser sein, so Kleckse zu verschießen, dann ist das Pokémon ein bisschen langsamer. Komm, da hat doch Kognodon safe was Besseres drauf. Guten Morgen, Mare. So ist der Stand. Die Nordbrücke wurde hochgelassen, sodass sie niemand überqueren kann. Professor Hastings muss sie jedoch überqueren, um zur Ranger-Vereidigung zu gelangen. Du weißt ja, er hasst es, auf dem Staraptor zu fliegen, also ist er auf den Landweg angewiesen. Wir sind erst spät abends angekommen und haben daher in der Ranger-Station übernachtet. Wie dem auch sei, du musst dir auf jeden Fall die Brücke ansehen. Ja, wir gehen jetzt zu Stegner, fertig. Ah, da bist du ja schon, Mare. Guten Morgen, einen wirklich guten Morgen. Wie du siehst, hat sich die Nordbrücke im hochgelassenen Zustand verklemmt. Ach so, verklemmt. Oh. Der Brückenwart ist nirgends zu finden. Wie sollen wir nun hinüber gelangen? Der Brückenwart heißt Stegner. Er meinte, es ist immer gut, aber meistens gehen seine Unternehmungen nach hinten los. Stegner? Den habe ich doch vorhin im Hafen gesehen. Dann lass uns mal zum Hafen spurten. Ich weiß, wo der Hafen ist, Dude. Was hast du zum Sagen? Kongiga-Zwischenfall ist beendet, aber die Brücke ist immer noch blockiert. Der Verkehr muss doch durchkommen. Was macht Stegner denn bloß? Oh, da ist einer viel leid. Händler. Ich kam aus der Haruba-Wüste mit Sand als Handelsgut. Aber die Geschäfte liefen schlecht. Es gibt keine Nachfrage nach Sand. Das hätte ich davor auch sagen können. Findest du nicht, dass es toll wäre, wenn sie hier einige große Gebäude bauen würden? Die Straßen sollten ebenfalls verbreitet werden, wenn man schon dabei ist. Wir zwei sind von der Altro GmbH. Wir sind hier für eine Umfrage. Wir haben die Absicht, diese alte Stadt komplett umzustrukturieren. Aha. Da ist er. Er steht immer noch da. Hallo Stegner. Kannst du uns sagen, warum die Nordbrücke immer noch nicht geöffnet ist? Ich würde sie genauso gern herablassen wie ihr, das könnt ihr mir glauben. Aber der Schlüssel zum Herauf- und Herablassen der Brücke liegt auf dem Grund des Meeres. Er ist mir aus der Tasche gefallen, als ich diesen Finsterlingen hinterhergesprungen bin. Okay, ich denke, wir haben verstanden. Ihr habt den Mann gehört. Mare, du kannst doch schwimmen. Tauch ab und such den Schlüssel. Mit dieser Mikro-Aqualunge kannst du unter Wasser atmen. Du hast die Mikro-Aqualunge erhalten.
Unter Wasser schwimmen. Oh Mann, oh Mann. Ach du Scheiße, Alter. Ich bleib lieber an Land. Es ist wirklich besser so. Frag mich nicht warum. Du bist diesmal auf dich allein gestellt. Ich erkläre dir, wie alles funktioniert, wenn du im Meer tauchst. Zuerst mal kannst du keine Land-Pokémon mit ins Wasser nehmen. Umgekehrt gilt dasselbe, du kannst keine Pokémon aus dem Meer mit an Land nehmen. Aber keine Angst wegen der zurückgelassenen Pokémon. Die Land-Pokémon warten auf deine Rückkehr, während du im Wasser bist. Pokémon, die du im Meer fängst, warten auf deine Rückkehr, während du an Land bist. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, dich mit dem Boot dorthin zu fahren, wo ich den Schlüssel verloren habe. Dank des Kongiga-Zwischenfalls wurde aller Schiffsverkehr aus Havelbrück eingestellt. Ich werde aber einen guten Freund von mir bitten, mir sein Boot zu vermieten. Ich kümmere mich schon um alles. Okay. Es war irgendwo hier. Hier gibt es allerdings starke Strömungen. Sei also vorsichtig hier unten. Oh, alles klar, Alter. Das könnte ja was werden. Da schimmert und glitzert was. Alright. Dann erst einmal hier neue Pokémon fangen. Wasser-Pokémon. Wasserabwehr haben wir schon, gell? Zertrümmern. Er spuckt Blasen und Wasserkugeln, um anzugreifen. Zertrümmerer, okay. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Wir haben jetzt leider kein Partner-Pokémon da unten. Du hast Mantierps. Ui, bist du Lampi, oder? Hast du? Totaido? No way. Totaido wird von dem Glänzen des Schlüssels Ozong und grabt sie den auch noch. Damn, Bro. Müssen wir jetzt Totaido fangen. Weißmel, Urs hier. Hast du den Schlüssel schon gefunden? Ja, so. Wie war das? Ein Totaido hat sich den Schlüssel geschnappt und ist damit abgehauen? Na gut, ich erkläre das hiermit zu einer vollwertigen Mission. Hol dir den Brückenschlüssel von diesem Totaido zurück. Hol den Schlüssel vom Totaido. Baldorfisch, was kannst du? Ich hoffe mal, du kannst... Oh, Korasan war unten auch noch. Ich hoffe mal, einer von euch zwei kann zerschneiden. Oh, das sind so Strömungen. Da kämen wir nicht durch. Da sieht man nochmal Totaido. Aber warum hat das so Schiss? Was ist los? Stern, du kannst doch zerschneiden, oder? Safe Call. Zerschneiden. Ja, es greift mit seltsamen Kugeln an und rotiert dabei. Eigentlich schon echt freaky, das Ding. Oh, Weißmel. Wenn du Unterwasserschluchten überwinden musst, sollte dir ein Mantax helfen können. Wurde mir jedenfalls so gesagt. Fang also am besten 1 oder 2 Mantax. Ja, das habe ich nur kurz gesehen. Wir könnten Mantips schnell entwickeln. Haha. Da ist ein Mantax. Aha, alles klar. Dann komm mal her. Anscheinend wirst du oft vonnöten sein. Bin ja mal gespannt. Das ist Nummer 1. Ah, jetzt haben wir wieder an der Stelle. Okay. Wo wir vorher links nicht durchgekommen sind. Gut. Dann holen wir gleich Nummer Mantax. Wir brauchen jetzt schon langsam echt mal einen weiteren Slot, Mann. Und da können wir jetzt Tauchgleiter ersetzen, oder wie? Ein Mantax sollte unter Wasser über tiefe Klüfte hinwegschweben können. Let's go! Ui. Aber durchkommen wir trotzdem nicht, na. Mantax, du bist ganz schön schnell. Machst du das? Weißmel, Urs hier. Totaido bewegen sich extrem schnell, wurde mir jedenfalls so gesagt. Um es zu erwischen, musst du also Gebrauch von schnell fließenden Strömungen machen. Okay, ach da, oh, hui, und ab die Post. Ah, okay. Da muss man aufpassen. Das ist eine böse Stelle. Aber kämen wir wieder schon in die Nähe? Irgendwie wirkt das noch nicht ganz so. Okay, doch, wir kämen doch ran. Oh, wir sind zu schnell. Jetzt! Totaido, let's go! Oh! Bruder. Oh. Bro, oh mein Gott, ich stehe mir ja gerade richtig. Das war schon sehr schwach. Zertrümmern 4! Was?
Für dich, dass du so heftiges Viech bist, hast du echt wenig KP gehabt. Das Tsuhaido sieht furchtbar krank aus. Ob ihm der verschluckte Schlüssel Schmerzen bereitet? Ach, er hat ihn verschluckt, ja. Du hast den Brückenschlüssel geborgen. Auch das Tsuhaido hat sich wieder erholt. Aber zertrümmern 4 ist krass. Na, das soll mich doch. Du hast ihn gefunden. Um ehrlich zu sein, hatte ich gedacht, du hättest nicht die geringste Chance dazu. Also dann, zurück zum Hafen. Okay, gut, das war nur ein kleiner Ausflug ins Wasser. Habe ich auch nicht so viel dagegen, ehrlich gesagt. Du beginnst mich wirklich zu beeindrucken. War es nicht so heftig unter Wasser? Dieses ganze Meer um dich herum hat dich nicht eingeschüchtert? Du konntest dort unten die Augen öffnen? Ich verstehe. Mission geschafft. Ranger-Pose. Wo wir gerade dabei sind. Du hast unter den salzigsten Umständen durchgehalten und deine Mission erfüllt. Dafür wirst du hiermit in den Ranger Rang 3 befördert. Ich wollte gerade fragen, wann wir in den nächsten Ranger Rang kämen. Weil wir haben jetzt schon einige Missionen wieder gemacht, also hey. Pokestärke Boden ist nun anwendbar. Und Stahl. Okay. Das folgende weißt du wahrscheinlich noch nicht. Es ist möglich, die Anzahl der mit dir reisenden Pokémon-Freunde zu erhöhen. Doch. Deswegen frage ich schon die ganze Zeit. Mehr Pokémon-Freunde bedeuten aber auch mehr Verantwortung. Darum ist der Fangcom zu Beginn auf 3 Pokémon-Freunde begrenzt. Ich würde sagen, du hast genug Erfahrung gesammelt, um dich mit einem weiteren Freund um einen weiteren Freund kümmern zu können. Da erhöhe ich hiermit das Limit deines Fangcoms für Pokémon-Freunde auf 4. Yes, endlich, geil! Lass uns zur Nordbrücke zurückkehren. Das erleichtert jetzt natürlich vieles. Nur mal an Slot zum haben. Ich finde es auch immer sehr cool, wie wir immer alle so hinterherrasen. Alle Pokémon, alle Begleiter und es ist einfach nice. Es ist gut, dich nach erfolgreichen absolvierten Missionen wiederzusehen. Die Leistung der Mikro-Aqualunge hat ihren Spezifikationen entsprochen, hoffe ich. Sie wurde von Nageno entworfen, einem unserer Wissenschaftler. Er ist ziemlich stolz drauf, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Mare, wärst du bitte so freundlich, die Brücke herabzulassen? Ich habe euch doch gesagt, bei Brücken könnt ihr beruhigt alles mir überlassen. Moritz. Professor Hastings, Jung, bin ich froh, Sie wohlbehalten hier zu sehen. Es entspricht so gar nicht Ihrer ungeduldigen Natur, irgendwo anders zu übernachten. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Moritz, wen nennst du hier ungeduldig? Wir müssen zur Vereinigung zurückkehren und ein Treffen einberufen, um über die Abwendung der Kongire-Gefahr zu beraten. Los, Urs, wir müssen uns beeilen. Und was ist mit mir? Hallo, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Moritz. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der Ranger-Vereinigung verantwortlich. Das bedeutet, dass ich vollen Zugriff auf die Datenbank der Vereinigung habe. Also weiß ich natürlich, wer du bist. Ist schließlich mein Job, sowas zu wissen. Dein Name war also, wie war das? Mare hast du gesagt. Das stimmt, Mare, das war's. Richtig, genau so ist es. Ich musste das nur nochmal bestätigen. Hast eben eine Mission abgeschlossen, was? Du musst ganz schön müde sein, richtig? Nun, wir sind gleich am idealen Ort, um einmal ein bisschen zu faulenzen. Um dich zu erholen, meine ich. Ein netter Park. Lass dich da rasten. Dies ist die Nordbrücke. Sie überspannt den Canale Cordiale. Es handelt sich um eine Zugbrücke mit hochklappbarem Mittelteil. Sie wurde von der Altro GmbH errichtet. Die Altro GmbH wirkt krass. Ist doch Albert. Was? Mare, erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin Albert von der Ranger-Schule. Wir haben nicht viel miteinander geredet, aber ich erinnere mich an dich. Weil du und Bodo doch etwas aufgefallen seid. Hey, hör mal, mein Arbeitsplatz ist gleich hier um die Ecke. Komm noch mit, kriegst auch eine Führung. Dein Freund von der Ranger-Vereinigung kann auch gerne mitkommen. Da bin ich definitiv dabei. Ich meine, du arbeitest für Alto, richtig? Ich bin ein Fan einiger eurer Angestellten, zum Beispiel der Empfangsdame. So ein Hallodri. Das Gebäude der Altro GmbH liegt gleich im Norden des Altro Parks. Es ist ein mächtiges Stück Architektur, ihr könnt es gar nicht übersehen. Ich spiele dieses Wortspiel mit dem letzten Buchstaben vom Pokémon-Namen. Ich habe Krypuk gesagt, also ist das nächste ein K. Krypuk. Okay, merkt, dass meine Stimme wieder langsam am Abkratzen ist. Es ist direkt proportional der Anzahl meiner Huster gegenüber. Ich kann den Geburtstag der Altro GmbH gar nicht abwarten. Warum wird das so hart gefeiert, oder wie? Gibt eine sicke Party? Dann bin ich am Start. Willkommen am Altro-Gebäude, dem stolzen Symbol der Altro GmbH. Ui. So, ist gerade im Bau. Schön.
Ich glaube, dein Freund mit der Pilzfrisur weiß das schon. Altro-Turm ist nur der vorläufige Name. Im Moment läuft ein Wettbewerb, bei dem ein neuer Name gefunden werden soll. Ich habe Muskelturm eingesendet. Das klingt doch irgendwie stark, oder? Was war es? Echoturm hat doch nur wer anders mal gesagt. Hallo Ranger, schön dich zu sehen. Du versteckst keine gefährlichen Gegenstände, oder? Ja, mein Schlong heute. Die Empfangsdame. Also, Moritz, huck die dazu. Wir holen die Spade wieder ab. Willkommen bei der Altro GmbH. Hier arbeite ich also. Das ist die Altro GmbH. Das Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich, damit die Leute die Exponate sehen können. Aber von was? An dieser Wand hängen die Porträts der Präsidenten, der Altro über die Jahre hatte. Sie sind alle erstaunliche Menschen. Ganz links seht ihr unseren Gründer und ersten Präsidenten, Somnio Strahlemann. Ah, über Strahlemann haben wir schon mal was gelesen, gell? Das in der Mitte ist sein Nachfolger Luminor Strahlemann. Und auf der rechten Seite des Bildes... Bro, ich hab's dir belesen, keiner? Okay, der schaut wild aus. Präsident Strahlemann, willkommen zurück, Herr Präsident. Nubilos Strahlemann. Danke, danke, meine lieben Leute. Passt bitte drauf auf, euch nicht zu überarbeiten. Verstanden? Lasst uns alle unser Bestes für eine strahlende Zukunft der Almir-Region geben. Devotio. Ich sag Devotio. Das reicht dann. Alle wieder zurück an eure Arbeitsplätze. Unsere Kunden verlassen sich auf uns. Dieser Mann ist unser gegenwärtiger Präsident Nubilos Strahlemann. Ich habe wirklich Glück, ihn hier zu treffen. Was für ein Zufall. Ah, hallo Professor Albert. Ich hoffe, Ihre Forschungen kommen voran. Oh, wer ist denn unser Gast von den Rangern? Ein Mitschüler von der Rangerschule. Er hat dieselbe Klasse wie ich besucht. Wir haben uns zufällig getroffen und jetzt führe ich ihn gerade ein bisschen herum. Ah, eine große Freude, dich kennenzulernen. Ich habe die Ranger immer für ihre Arbeit bewundert. Wahrlich lobenswert. Lasst uns alle unser Bestes für eine strahlende Zukunft der Almir-Region geben. Zockt ihr das schon wieder? Nun, Professor Albert, wollen wir mit der Arbeit fortfahren? Jawohl, Präsident Strahlemann. Wir sehen uns, Mare. Wow, wir haben aber echt Glück. Wir haben den Altro-Präsidenten getroffen. Damit kann ich in der Vereinigung trotzen. Mit diesen simplen Geschäften ist Altro vor 50 Jahren auf Öl gestoßen. Sie sind zwar weiterentwickelt als etwa die von vor 70 Jahren, aber... Ich frage die Empfangsdame, ob sie sich mit mir verabreden möchte. Die muss aber echt heftig sein, oder? Wenn so früh da auf die schwören. Willkommen bei der Altro GmbH. Ja, also die hat ihren Job komplett im Griff. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass die Ölvorräte begrenzt sind. Darum treibt die Altro GmbH die Entwicklung neuer Energiequellen voran. Unser Traum ist eine saubere, unbegrenzte Energiequelle, die das Öl ersetzen kann. Stark, stark. Ah, da ist ja Moritz vom Ranger-Hauptquartier. Er besucht uns schon wieder. Schon wieder? Bro, bist du wirklich so oft da wegen der Empfangsdame? Wir gehen auf dem Vereinigungsweg nach Westen, um zum Ranger-Hauptquartier zu kommen. Voltilam! Ziel mit Kies bewerfen und seine Freundschaft gewinnen. Was man halt so macht, gell? Du bist ein Ranger, oder? Dodo und Griffel. Das ist doch ein Ranger, oder? Erstmal Griffelfanger. Griffel weg! Du bist ein Neuling? Ich bin ein Ranger, wie du auch. Wenn du erstmal ein Dodo reiten kannst, wirst du nur so übers Land rasen. Darauf kannst du dich noch freuen. Oh, aber das geht noch nicht. Müssen wir dafür erst einen gewissen Rang haben? Nein, tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Das ist einfach so. Klar. Für die war wichtig. Ist diese Gegend nicht wundervoll? Es ist so ruhig hier. Ja, aber die Wagnisklippen im Mo, die hören sich für schon gefährlich an. Bisher haben wir alle Pokémon mitgenommen, die es zu geben hat. Oh, Tanzer, verpiss dich. Wir sind einfach attackiert worden. Was ist da los? Explosion sowie Volteball macht eigentlich keinen Sinn, weil dann müsstest du eigentlich down sein. Es sprengt sich selbst in die Luft. Was man halt vor einem Tannenzapfen so erwartet. So, was hast du drauf? Tackle, dann machen wir Mirapla weg, weil da war nur ein Barm. Ein Janma. Aber du wärst fucking schnell, gell? Ja. Ey, aber wie geil, Mann. Es rattert nur so dahin, die ganzen Pokémon-Einträge. Dieser Ort ist winzig im Vergleich zum Altro-Gebäude. Wenn ich groß bin, möchte ich hier arbeiten.
Schaut cool aus und da steht nur, wer bist du? Hallo? Ranger? Ranger drin? Bezirksranger. Ehrlich, Ranger. Das ist mein Arbeitsplatz. Das Almir Hauptquartier der Ranger-Vereinigung. Professioneller Arbeitsmodus aktiviert. Du musst an einem Treffen teilnehmen. Der Konferenzraum ist in der ersten Etage. Nimm die Rolltreppe.